Grüezi miteinander und willkommen zu einem neuen Let's Test auf diesem Kanal. Ein Let's Test zur Demo-Version von Pioneers of Pagonia. Ein Spiel, was auf Steam unter anderem in den letzten paar Wochen für groß Aufsehen gesorgt hat, auch seit der Gamescom unter anderem. Was wohl auch daran liegen soll, dass es sich sehr nach einem Siedler anfühlen soll. Und ich würde aber sagen, wir legen direkt mal los und ich erkläre dann noch ein bisschen was ich bisher so ein bisschen darüber gehört habe, gelesen habe und was ich mir ein bisschen davon verspreche. War. Ganz kurz die Optionen kann ich hier eigentlich alles so belassen. Ich glaube vorher schon mal, war. Also ich wundere natürlich auch Audio vielleicht, ja, das ist eine Option. Audio müssen wir unterschalten. Nicht wundern, das Ganze ist, warte mal, Musik, ne, das ist vielleicht eher weniger. Die Sounds ein bisschen runterdrehen. Ein bisschen sehr wenig. Machen wir auf 70 hier und Lebenslaufstärke machen wir auf 80. Wir gucken mal. So. Die Karte, ewiger Wald. Karte, fortes Grasland, trockenes Gestein. Ja, genau, bitte nicht wundern, das Ganze ist eine Demo-Version. Die Entwickler haben gesagt, das Ganze, ja, eben, demomäßig ist halt noch ein bisschen zum Teil rudimentär. Gewisse Features sind noch nicht eingebaut und so. Das kommt dann alles mit dem sogenannten Early Access, der am 13. Dezember, glaube ich, stattfinden soll. Ich bin schon mal sehr gespannt. Nehmen wir trockenes Gestein, das klingt irgendwie cool. So. Pioneers of Pagonia. Das Spiel, das stammt von, oder wird entwickelt von Envision Entertainment. Und was speziell daran ist, da ist ja auch der gute Volker Wertig ist da dabei. Und Volker Wertig ist vielleicht vor allem den alten Siedler-Fans noch ein Begriff, weil er die Siedlerei mit vor allem Siedler 1, Siedler 2 geprägt hat, ins Leben gerufen hat, könnte man auch sagen. Und der eigentlich auch für die Siedler-Neue Allianzen dabei war, am Anfang noch. Und wir hatten ja auch mal die Demo dazu gespielt, zu die Siedler-Neue Allianzen. Leider war es dann so, dass Volker Wertig ihn mal abspringen musste oder auch wollte, einfach aufgrund von kreativen Differenzen. Und ja, wir haben sie alle auch ein bisschen mitbekommen, so in den Medien, dass dann halt, naja, wie soll man sagen, Ubisoft hat es dann ziemlich verkackt mit Siedler Neue Allianzen, kann man glaube ich mal so sagen, zumindest aus meiner Sicht. Und ich bin sehr gespannt, ob Volker Wertig und sein Team ihre ursprünglichen Ideen hier mit Pioneers of Pagonia besser umsetzen konnten und natürlich auch noch können, ne? Weil wie gesagt, es ist eine Demo, noch kein Early Access und so, da kommt alles noch nach und nach und wird alles auch erweitert. Wunderbar, gut. Dann direkt mal gucken, wie es denn hier so momentan mal aussieht. Was haben wir hier alles? Insel. Eingenommenes Gebiet. What? Wie groß ist denn die scheiß Insel hier? Okay, haben nichts gesagt. Okay, die ist ein bisschen. Die hat ein bisschen was, wa? Ich weiß nicht genau, wie lange ich jetzt hier über die Demo zocken werde. Es wird sicher nur eine Folge dazu geben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Am Schluss werden es trotzdem 3 Folgen. Nein, ich muss mal gucken. Ich spiele einfach mal drauf los und dann sehen wir mal, was überhaupt dann Sache ist. Aber hier schön ist. Die Pioniere kamen mit diesem Boot an. Sie haben genug Ressourcen dabei, um eine Wirtschaft aufzubauen. Das hoffe ich doch mal. Straße verbunden und so 500. Okay, passen noch mehr Pioniere drauf. Wir haben Schmiede, Schmelzer, Zimmerer, unter anderem Proviantmacher. Cool. Lagerbestand. Grenzstein ist natürlich sehr wichtig, denn ja, mag es vielleicht bei mir auf dem Kanal vielleicht eher ungewohnt, da ich vor allem für meine anderen Let's Plays eher bekannt bin. Vor allem so Anno 1404 und 1800 und auch 1701. Auch schon sehr viel gezockt habe. Gut, 1800, über 300 Folgen, das hat ein bisschen ausgeartet tatsächlich. Und bin aber froh, jetzt auch wieder ein bisschen was anderes zu zocken, weil eben Siedler ist dann doch, sage ich jetzt mal, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eigentlich entspannter als ein Anno. Aber wir gucken mal. Also, das ist nur ganz normal der Weg. Dann gucken wir mal hier mit Weg zeichnen. Also Weg abreißen, hatte gerade. Dass ein anderer Weg wäre. Die Steuerung muss ich mir noch ein bisschen dran gewöhnen. Wir haben hier den Wald. Die Frage ist, wo man das Gebiet als erstes erweitert. Ne, ist irgendwie gerade ein bisschen doof gefühlt. Wir haben hier schönes Entdeckerbossen bauen, Wachtürme bauen. Ah, Ziele für die Expansion. Okay. Also, Wege haben wir schon gesehen. Können wir so einen Pfad bauen. Mach einfach mal so testweise. Huch. Oh.
Ah, schon wieder umdenken. Machen wir bis hierhin. Okay, zweimal bestätigen. Die Wege bauen müssen sie ja nicht, nicht die Wege. Andere Wege dann. Ja, sonst auch so alles. Ein Wachturm. Wachen können entweder auf Patrouille gehen oder die Grenzen des Gebiets erweitern. Das sind sehr Steine, aber irgendwo Steine sind das die hier. Ja, okay. Coming soon. Okay, die kommen bald noch. Also halt im Early Access irgendwann dann. Vielleicht sogar zu Beginn schon, vielleicht auch eher später. Mal gucken. Entdeckerposten. So aus einem Entdeckern die Migration der Freisingen, um ein unbekanntes Gebiet zu entdecken. Schön für sie. Ja, ob jetzt ein Entdeckerpost direkt hier einen bauen soll. Ein Wachturm. Ah, sie, hier, Gebäude drehen. Ja, das stimmt. Nehmen wir mal hier, komm. Jetzt kommen die schon und bauen das. Tatsache, da kommen ein paar in Steine mit. Der Ventur. Also, warte mal, da ist das schief. Eine Grundidee vom Pioneers of Pagonia ist ja vor allem auch der bekannte Satz: You get what you see. Also sprich, das, was du siehst, das hast du auch. Also zum Beispiel jetzt, wie hier, du es jetzt siehst, die Leute gehen dahin, sie bauen direkt live das auf. Stimmt sogar? Ich meine, die Rede war von 6 Steinen, glaube ich, was braucht. Genau, 6 Steine. Man sieht jetzt auch hier, hier kommen 6 Typen, die jeweils einen Stein dabei haben. Was macht ihr jetzt hier? Der Untergrund vorbereitet. Ach so. Zimmerer sind unterwegs. Das ist schon etwas, was ich auch sehr feiere, muss ich zugeben. Ist auch jetzt etwas, legen Sie einfach hin, soll der Rest machen, wa? Ist natürlich auch etwas, was eben ein bisschen im Kontrast zu einer, sage ich jetzt mal, Anno-Serie steht. Anno hat da eher ein anderes Konzept, was auch überhaupt nicht negativ gemeint ist oder so, ist einfach halt anders. Wie so oft im Leben, anders muss nicht schlechter sein, im Gegenteil, anders kann auch einfach heißen, dass es vielfältiger ist. Du eine größere Auswahl hast an Spielen, in dem hast du halt auch Bock auf ein anderes Spiel. So. Jetzt sind die Zimmerer unterwegs. Warte mal, die haben jetzt 3 verschiedene Personen dafür. 2 den Boden flach gelegt haben und geähnelt haben. 6 Stück, die einfach mal das Material geliefert haben. Jetzt 2 oder 3. Und noch mehr. 3. 2 plus 1. Das Ganze aufbauen. Das ist schon irgendwie nice. Ich kann ja eigentlich hier. Ich habe vorhin, bevor wir natürlich die Demo gestartet haben, kurz geguckt wegen den Shortcuts und so, also wegen der Steuerung. Hier war die Kamera perfekt. Es sieht halt schon geil aus, ne? Hat was, muss ich zugeben, hat was. Du. So, fertig. Personal unterwegs. Okay, ich kann da Wachen mit Ranwache. Das kann da alles reinpacken. Ui. Lagerbestand, Grenzsteine. Ja, das macht natürlich Sinn, wa? Weil eben, wenn sie natürlich die Grenzen des Gebiets ausweiten sollen, ob jetzt das klug war, den hier hinzubauen. Ne, eigentlich eher weniger. Weil einfach hier die paar Grenzsteine wegzubringen und dann da oben hin, das war jetzt nicht ganz so clever, muss man zugeben. So. Ja, und sonst auch so. Holz und Stein. Holzfällerhütte. Holzfäller für den Wein, man sammelt Feuerholz, Nadelholz, das Baumaterial, Laubholz für Waffen, Ausrüstung und Feuerholz zum Kochen verwendet. Okay. Natürlich habe ich hier einen Wald, das heißt, es wird natürlich Sinn machen, das direkt daneben zu bauen. Ich muss daran gewöhnen, dass ich da einfach rausscrollen kann. Vielleicht kommt das Feature mal noch. So. Also. Planierer auf dem Weg, also Planierer heißen die.
Sägewerk. Sägewerksarbeiter produzieren Nadelholzbanken für Baustellen und Laubholzbretter für die Herstellung von Waffen. Aha. Sammelt und benötigt. Macht Sinn. Dass ich nebenbauen muss. Baustellencamp. Macht sowas Sinn zu Beginn des Spiels? Ich habe keine Ahnung, ich gucke einfach mal. Stoff habe ich, das Ding habe ich auch, das habe ich auch, okay. Die weiten hier schöne Grenzen aus. Schön, schön, schön. Eben ein Sägewerk, muss man noch gucken, wo ich das hinbauen soll. Macht vielleicht erstmal Sinn, wenn ich hier draußen noch ein bisschen gucke. Und zwar, wie ich weitermachen will, irgendwie über vom Bergen umgeben, ist ja voll scheiße. Hier auch, hä? Hier unten vielleicht nicht, aber da oben vor allem. Also warte mal. Das heißt, man hat einen Wachturm hier hinten, macht doch Sinn. Hier hinten alles. Wildschwein, vielleicht? Und hier hinten alles so erweitern, wa? Laubholz, Nadelholz, ach cool, dass ich das alles so sehe. Gut, bis auf die Tiere, ich sehe da Holz, aber sehe die Tiere noch nicht. Hä? Jetzt, das ist schon ein Hase, Nee. Alpaka? Nee, auch nicht. Ja, ich dachte halt zuerst ein Hase in den Ohren, oder? Gut, jetzt steht es wieder aus dem Hase. Ich war gerade ein bisschen überrascht, weil es eigentlich so groß ist wie der andere, wie das Wildschwein. Hä? Kommt nach davon wie ein Hasen? Okay, vielleicht sind es ein Monsterhasen, wer weiß. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen doof. Hallo, ich klicke, aber es geht nicht. Schade. Also, Wachtürmer sind dabei. Da haben wir einen Entdeckerpost noch einen anderen bauen soll. Um unbekanntes Gebiet zu entdecken. Also eigentlich macht der hier hinten natürlich auch Sinn. Vorausgesetzt, es geht hier irgendwo ja, hin. Das ist bloß Wüste. Ein bisschen schwierig. Sind das Steine oder so? Oder? Warte mal. Ist hier irgendwo ein Steinbruch? Aber warte mal, sehe ich es vielleicht nicht was außerhalb des Gebiets liegt? Nee, nicht an die Bäume auch nicht sehen dürfen. Ja, Schwierig, Freunde, schwierig. Okay, gut. Jetzt kann man hier ein bisschen schneller vorwärts. Weil es wäre schon cool, wenn ich jetzt so ein bisschen was sehen würde. Da wird da unten erweitert. Dann mache ich halt noch einen hier oben hin. Haben wir noch Steine? Ja, Steine habe ich genug. Gut. Wollen wir mal gucken. Baustellencamp. Hat's aber gelohnt. Sind schon ein paar drin. Die Holzfällerhütte. Ja, aber dann kann ich das Ding bald abreißen, weil hier hinten. Weil ich hier irgendwie überhaupt Straßen legen kann. Oh, wird sogar gehen, aber wer macht sich überhaupt die Mühe? Flachs. Naja, Flachs mir doch nicht so. Okay. Werkstein, Grenzstein, noch 100 Stück. Mal gucken, aber irgendwie. Was haben wir hier überhaupt? Warte mal. Ganz ruhig. Im Forsthaus. Pflanzt Setzlinge, aus denen Bäume werden. Benötigt Wasser zum Gießen. Das klingt zwar cool. Das klingt zwar cool, aber natürlich das momentan noch nicht, weil. Wozu? Also, mein gerade zu dem Zeitpunkt jetzt. Kann ich später irgendwie weiß, wo ich überhaupt meinen Wald gerne hätte. Meinen klar, ich kann natürlich auch hier lassen. Aber erstmal den hier abholzen und dann gucken, ob ich den Platz was anderes brauche. Steinbruch. Wenn Stein an Vorkommen ab, Stein als Baumaterial verwendet. Für Steinmetzger. Das sind die hier, Metze. Die bauen dafür Werkstein und Grenzstein. Weil natürlich Gebäude, wo ich Werkstein dafür brauche. Okay. Macht Sinn. Ich finde es aber irgendwie auch cool, dass du nicht einfach so plump sagst, so, ich habe Steine fertig. Die kannst du für alles nehmen, sondern eben du hast auch Steine. In dem Fall Kalkstein, der abbauen musst, irgendwie was anderes machen, ne?
Ist doch das ja auch Steine. Ja, okay. Speed erhöhen kann ich so nicht, ne? Gibt es da irgendwie eine Option? Ich dachte gerade, damit der halt hier ein bisschen schneller vorwärts geht. Aber andererseits will sie auch genießen. Mein Gott, aber kein Stress, nix. So. Nochmal gucken. Also, Steinbruch, Steinmetz, das ist klar. Steinmühle. Und aus Steinschotter und aus Kalkstein Zement. Schotter und Zement sind Baumaterialien. Da ist was macht das Steinschotter, aber ich sehe eigentlich nur benötige Kalkstein stellt her Zement. Dass ich Steine brauche und Schotter rausmache, da steht zwar oben, aber unten steht es nicht. Lustig. Baustellencamp wieder. Was haben wir hier Schönes? Farmen. Sammlerhütte. Jagdhütte. Gemüsefarm. Getreidefarm. Farmland. Brunnen, okay. Windmühle. Bäckerei. Wohnhaus. Wohnhaus coming soon. Kleines und großes, okay. Taverne, Esstisch. Nadelholzbalken. War doch das Ding hier, immer gesagt habe. Der. Das auch wegklicken. Ah, macht das einfach gerade nicht. Warte mal. Kann das. Hallo, ich hätte gerne mehr hier. Ah. Nice. Ja gut, macht irgendwie Sinn, weil so zuerst mal ein Sägewerk bauen muss, dann von mir aus irgendwann daneben. Und dann stelle ich hier was her. Laubholzbretter, Nadelholzbretter. Von Werkzeugen und Waffen. Und dann will ich sowieso noch keine Werkzeuge und Waffen haben, also klicke ich den mal noch weg. Und gar keine davon habe, aber mache erstmal nur Nadelholzbalken. Holzfällerhütte sammelt. Das ist irgendwie schon cool, irgendwie auch so richtig entspannt, wa? Ich sag gerade mal im Gegensatz zu so einem Anu-Spiel, wo du das Gefühl hast, du bist ganz unter Stress. Allein schon deswegen, weil bald die ganze Kohle ausgeht, was du hier, oder sprich Steuern, was denen natürlich gar kein Thema ist. Wird schön gesammelt. Ist schon krass. So. Die Grenzen werden ausgeweitet. Sehr gut, kann der bald wieder weg. Dann haben wir den hier oben. Militärische Einheiten. Damit können wir Probleme haben, wa? Nur 20 insgesamt, ne? Da heißt, müsste eigentlich mehr davon noch herstellen. Haben wir so gefragt, kann ich das eigentlich schon machen, oder? Bilden statt dem mystische Einheiten aus? Coming soon. Hä? Ah, cool. Hier steht Coming Soon, hier aber kein Bild drauf. Hier aber schon. Ja, trotzdem nice. Also in dem Sinne, dass ich schon mal weiß, was noch kommen wird. He? Ist vermutlich ein Fehler, sag ich jetzt mal, weil sie vermutlich auch so ein Bild machen wollten. Oder vielleicht eher, weil sie dachten, unter Abenteuergilde kannst du was vorstellen, das ist vielleicht eher noch ein bisschen spooky oder keine Ahnung. Wir haben hier das Bild bereits reingemacht. Das ist auch kein Problem. Militärische Einheiten auch. Das sind ja militärische Einheiten, ne? Dann Holzbalken und Werkstein. Werkstein, alles muss verstärkt sein. Oder so. Das ist aber noch Grenzstein nicht mehr so viel, wa? Oben sicher, ob das überhaupt klug ist, was ich hier gemacht habe, den da hinzusetzen, weil hier können sie gar keine Werksteine setzen. Also ich meine, kann natürlich auch sein, dass jetzt halt die Werksteine, die Grenzsteine natürlich, Entschuldigung, die neuen, nur hier jetzt können wir sie auch hinkommen, den Rest kann man quasi sparen, und auch hier unten. Dass die einfach abgemacht werden. Oder vielleicht sogar eingesammelt werden, wer weiß. Weil die brauchst du gar nicht mehr. So, gemäß Spiel soll noch einen Entdeckerposten bauen. So, jetzt einfach ein Stein und auch schon ein bisschen Balken.
Bin immer so ein bisschen unschlüssig, wo ich Dinge hinbauen soll, weil man denkt, abreißen oder verschieben, wie eben so in einem Anu-Teil, das geht ja hier nicht, ne? Da ist das einmal gesetzt, dass es bleibt, nachher muss er halt abreißen. Die Materialien davon sind nachher futsch. Wobei spielt das bei einem Siedler so eine Rolle? Wer weiß. Ja komm, weißt du was. Ich sag, ist eigentlich noch scheißegal, wie, wo, was ich mache. Ist eh nicht alles ein Testen mal. Es wäre irgendwie schon cool, wenn man das viel testen könnte. Noch mal weiß was. Jetzt haben wir es nah gebaut. Moment. Scheiß Baum ist im Weg. Das hat so von den Straßenziehen ein bisschen was von City Skylines, ne? Also beziehen wir jetzt mal aufs erste City Skylines. Das zweite noch gar nicht gezockt. Ja, und dann geht's nicht mehr. Okay. Geht es auch so? Ah, gut. Wenn das auch so geht, ist es doch cool. Komm, weißt du was, scheiß drauf. Dann ziehe ich mal hier die Straße nach runter. Huch. Von der Karte hin. Karte? Was, die Karte irgendwie weggeklickt oder was? Ah. Ich war so doof und hab die Karte weggeklickt. Ihr wisst, bin ich Fan von geraden Wegen. Großer Fan sogar. Ich bleibe dabei, es ist eine sehr seltsame Position hier, um irgendwas zu bauen. Ja, nochmal im Wald. Wird ihm noch schwierig, ne? Dafür würde es da oben gehen. Gut, der Wald hier ist ja eh gleich weg. Dann brauchen wir noch eine Straße nach da oben. Huch. So, jetzt. Das, was wird, bin ich ein bisschen unsicher. Was soll ich denn hier überhaupt bauen oder anbauen? Gut, einen Wald könnte ich hier gut pflanzen, wa? Beim Thema sind. Ich habe viel Nadelholzstamm, wenig Feuerholz. Das geht auch noch, wenn ich mal kurz umschwenke und sage, hey, warte mal das hier. Ja, sieht schon cool aus. Oh, das hier. Gar nicht gesehen. Das Sägewerk. Ja, immer schön sägen, immer schön stapeln. Holz und Stein. Und hier das Baustellencamp. Sind eigentlich alle sind noch irgendwie ein paar auf dem Schiff. Ja, zu sagen, wa? Was haben sie hier alles? Bevölkerung und Mahlzeiten, okay. Schmelzhütte. Weberei. Die Weberei braucht Silberbarren? Was ist mit dem los? Und den Robben
Roben als Ausrüstung für mystische Einheiten. Silberverstärkte Robe. Achso, aus Flachs macht es einfach ganz normal Seilstoff und eine Robe. Mit Silberbaren und Flachs macht eine silberverstärkte Robe. Okay. Klingt trotzdem krass. Hat dafür aber noch Werkstein und hölzernes Zahnrad. Oh, hier Lager und Handel. Anregung, um die moderate Truppen zu stärken. Schatzkammer. Nein, Lager. Die Frage, haben wir das hier überhaupt Sinn, oder? Ich kann es auch mal bauen, mal gucken. So. Ja, nee, ich glaube, hier ist nicht mehr viel zu holen. Alles schön ausgeweitet, wenn ich jetzt den einfach abreiße. Und deaktivieren. Aha, dann gehen die einfach. Jetzt kommt sie hier in Personal unterwegs. Perfekt, um hier natürlich auszubauen. Habe nicht mehr so viele Grenzsteine, leider. Das war aber auch zu erwarten. Das ist eine ganz seltsame Insel. Bin hier komplett eingegrast. Ich habe angeblich Eingenommenes 5,5%, aber es sieht eigentlich so aus, als, naja. Ich bin überall von Felsen umgeben. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Ah, Achtung, Deaktivierung in der weißen Fahne, war. Okay, okay. Gut. Nächstes, zum nächsten Punkt. Der Steinbruch, da kommen wir gar nicht hin, war. Ah, doch. Personal vom Weg, okay, da kommen 3 Stück. Kann ich vielleicht hier auch eine Art Lager bauen, einfach um zu sagen, hey, was Überflüssiges könnt ihr hinbauen. Na, Baustellen kennen. Warte mal, wenn ich jetzt da oben ein paar Dinge bauen will, wäre vielleicht hier oben noch eins nicht so verkehrt. Da hier direkt. Ja, weil hier Grenzstein wäre natürlich ein bisschen übel. Baut Stein ab. Okay, sie kommen bisher hin. Der Außenring zählt also. Perfekt. Gut, dann kann ich hier mal ein bisschen Steine abbauen. Dann haben wir einen Steinboden, einen Steinmetze. Schauen wir mal einen Stein zu Grenzstein, mit denen du dann wieder weiter kannst. Mit nur Steine. Stellt her, Werkstein, Grenzstein, perfekt. Bauen wir den da hin. Sonst noch eine Steinmühle, mal noch Steinschotter. Ah genau, war der, Quatsch. Also Quatsch, nein. War aber der Punkt. Hier will ich mal ein Wohnhaus bauen, auch mal so just for fun, gucken, was passiert. Also vor allem, wie es aussieht. Durch einen Entdeckerpost, entdeckt die Insel. Ja, entdeck mal schön. Radius von dir? Sehen gar nicht. Ah. Dann hier noch schönes Holzwerkstatt bauen. Als nächstes. Hä? Eine Holzwerkstatt, was soll denn das sein? Werkstatt Schmiede? Hier. Holzarbeiter stellen einfache Waffen und Werkzeuge aus Laub, Holz und Seil her. Noch Werkstand, da bin ich jetzt eigentlich gerade dran, oder demnächst besser gesagt. Wenn ich mal den hier baue. Planiere auf dem Weg. Okay, ich bin ja einiges im Bauen hier, das dauert ein bisschen. Der ist auch schön dabei. Jo. Ich kann eigentlich hier oben auch mal einbauen, wa? Ein bisschen Holz zu generieren. Ja, sieht das kacke aus.
So. Ein Zimmerer unterwegs. Na gut, eigentlich sind es zwei, wa? Ja, gemütlich so, muss ich zugeben. Das hat was. Vor allem, wie bereits erwähnt, so als Kontrast zu einem Anno-Spiel. Also Anno-Spiel. Da klingt es zwar, als wären alle Anno-Spiele irgendwie so stressig, aber dabei war es eigentlich nur 1800. Zumindest bei mir. Aber gut, wenn du halt das Hauptspiel nimmst, Story-Modus und dir sagst, oder Kampagnen, die sagst, du baust darauf auf, machst immer weiter mit allen DLCs und so, dann kann es schon ein bisschen übel werden. Jetzt sind auch viele Leute hier. Ja, einer auf dem Schiff oder was? Ja gut. Warte mal. Das sehe ich noch nicht, ne? Ja, vielleicht kommt das Feature noch. Also ich jetzt auch hier nicht nur das Schiff sehe und ich auch sehe, okay, was jetzt das ist, was das sein soll. Die ganzen Dinge halt, ne? Also nochmal, jetzt habe ich hier die Holzwerkstatt. Da fehlen halt die Werksteine, die kommen aber bald, sobald ich hier das gebaut habe. Ich mache mal den jetzt aktuell mal nur Werksteine, keine Grenzsteine, obwohl ich da auch keine mehr habe. Da kommen später. Genau, weil die würden natürlich jetzt gerne hier ausbauen, geht aber nicht, weil ich zu doof war. Das kleine Wohnhaus angucken. Die da drin stehen. So, fertig. Träger, die hier wohnen, werden sich fortpflanzen. Genussmahlzeiten verfügbar. Was sind Genussmahlzeiten? Bewohner 10. Ne, es ist Neugeborene 0 von 20. Neugeborenes Träger. Okay. Ist auch schön, bau direkt mal. Warte mal, sollen wir mal so machen? Das hat früher bei den Siedlerspielen auch gemacht, irgendwie so. Jedes Haus für sich alleine. Oh, die Karte wird es mir nicht danken, Freunde. Nee, komm. Ja gut, aktuell ein bisschen Platzmangel, das kann ja sonst vielleicht nochmal einen anderen Zeitpunkt machen. Nochmal 3 Stück, mal zum Gucken, wie das noch aussieht. Ration für Entdecker und Schatzjäger, wozu denn? Taverne. Köche nutzen Zutaten auf einem nahegelegenen Marktplatz, um Stärkung und Genussmahlzeiten zu kochen. Marktplatz, das ist ein Übersetzungsfehler. Weil das ist ein Marktbrunnen. Da ist der Marktstand. Da ist die Taverne. Köche nahegelegenen Termine. Okay, wer muss der Marktstand gemeint sein, nicht der Marktplatz. Oder der Marktplatz kommt noch. Es ist quasi ein weiteres Feature oder eine Fortsetzung davon. So, da bin ich dabei. Werkstein, schon ein bisschen was reserviert. Die sind in Produktion, sehr gut. Wie sieht denn das überhaupt aus? Aber warte mal, was anderes hier. Die lagert Holz. Solange die hier Holz. Also weit einstellen, was sie hier lagern sollen? Weil es halt hier neben liegt, dann liegt er halt Steine ab, aber okay. Das sieht mal geil aus, vor allem eben, das, was ich zu Beginn der Folge erwähnt habe. You get what you see. Im Sinne von, man sieht hier schon an des Icons, das ist halt genau das Werkstein. Ne? Genau das, was ich eigentlich will. Das kriege ich hier auch. Was sammelt noch? Was haben wir jetzt hier? Wir haben einen Nadelholzbalken. Und hier? Laubholzstamm. Kann ich nur ein Item hier lagern? Das wäre ein bisschen doof. Also eine Itemart, besser gesagt. Hui. Man kann es mal testen, wa? Wo war er schon wieder? Hier. So, hier sind die die Werksteine. Ich sage immer Grenzsteine. Baustellencamp. Haben wir hier noch ein paar Leute drin? Jo. Okay, das klappt aber soweit eigentlich. Der Wachturm. Das Baustellencamp, das ist momentan deaktiviert. Der Wald ist bald die Geschichte.
Und hier, wie erwähnt, das Sägewerk aus Nadelholzbrettern. Ja, auch hier wieder sieht man sehr schön, was daraus gemacht wird. Kann auch mal Laubholzdinger machen. So gucken. Feuerholz war natürlich auch mal noch. Das ist noch Feuerholz. Achso, aus verschiedenen Dingern. Ach so, je nachdem, was wir natürlich mehr haben, natürlich auch geil. Also Feuerholz hat aus Nadelholz Stamm, aber auch aus Laubholz machen kann. Aber ob es halt je nach Biom, das es vielleicht später mal geben wird, auch noch weitere Holzarten geben könnte. So, kleines Wohlhaus. Kleines Wohnhaus natürlich. Mal für 30 Personen. Okay, okay. Die Holz der Hütte, das soll man alles sammeln. Ja. Warum nicht? Schauen kann es nicht. Ja, guck mal einer an. Okay, was mich ein bisschen stört, wenn ich das mal ganz kurz erwähnen darf, ist, dass man nicht so weit rauszoomen kann. Wenn das Maximum, was ich rauszoomen kann, das Maximum, was ich reinzoomen kann. Ja, bitte nicht wundern wegen der Grafik und so, es muss nicht nur am Spiel und an der Demo selbst liegen, es kann auch an mir liegen. Weil, obwohl ich eigentlich einen super Rechner generell habe oder hatte, ja, ich sag's mal so, dass mein Rechner stammt noch aus dem Jahre, lass mich lügen, 2011. Noch älter. Das war einfach uralt. Also, damals irgendwie das Beste genommen, was gepasst hat zusammen, also auch so Mainboard-technisch, CPU und natürlich auch immer wichtig ist, wenn du einen Rechner selber zusammenbaust, ist halt auch immer der Netzteil. Und die RAM und so, man hat schon damals 32 GB RAM drin, also alles super und Grafik hat auch schon 2-3 Mal ersetzt. Aber ja, ist halt trotzdem so, auch mit dem i7-Prozessor von damals noch, es wird schon Zeit für einen neuen Rechner. Deswegen, es kann durchaus sein, dass hier und da ein bisschen was aussieht, was bei euch ein bisschen besser aussehen würde. Wobei, ich muss sagen, es läuft ganz flüssig von dem her. Also mein Rechner dort noch nicht so alt, wie ich befürchtet hatte. Gott sei Dank. Das wäre doof gewesen. So. Was ich vorher mal wissen wollte, ob das jetzt eigentlich auch Steine sind oder... Das ist irgendwas anderes, war nicht Stein zum Abbauen, sondern... Oh, keine Ahnung. Zum Dranbauen irgendwie. Oder... Was haben wir sonst noch so? Ah, Bergwerk, warte mal. Kupfer. Aber hier Kupfer. Da oben. Das ist Kupfer. Schön. Kohle. Da ist Kohle, aber das hier ist irgendwie nichts, wa? Silber. Ich sehe kein Silber. Schmelzhütte. Ich sehe kein Schmelz. Also das ist ein Bauen. Der ist auch schon fertig. Pausiert. Keine Aufträge ausgewählt. Da muss man selber noch sagen, was er gerne hätte. Aus Laubholz und Seil her. Aber mit dem Seil, das haben wir auch schon gelernt. Das muss er erst noch selber machen, wa? Beziehungsweise, sobald ich hier das mal soweit gemacht habe, will ich hier dann einen eigenen Förster bauen. Zum Forsthaus, besser gesagt. Moment, wo war das? So war das? Was hier? Ne, Quatsch. Ach, das Gebäude schon wieder. Pflanz Nadelholz, Laubholz, kann man selber auswählen, krass. Schatzkammer soll, keine Ahnung. Das hier die Holzwerkstatt. Ne, das haben wir gerade. Moment. Nicht so aneinander bringen. Also mehr als ohnehin schon hier. Münzprägerei. Okay, bleibt für später. Die Weberei. Das stelle ich mir jetzt noch interessant vor, aber dafür brauche ich... Was brauche ich dafür? Hölzernes Zahnrad. Wo kriege ich denn das her? Brauche ich den überhaupt noch? Abreißen. Wartet schon wieder, Mann. Hier. Lederwerkstatt, coming soon. Okay. Und jetzt einfach mal hier sagen, ich baue mal den hier hin.
eventuell später fertig gebaut, weil momentan ein bisschen doof ist. Bauen wir einen Weg bis hier oben hin, was auch immer das bringen soll. Hier haben wir Stein. Okay. Das Zahnrad, wer macht denn das? Hier, die Holzwerkstatt. Also, super. Hat man was? Ich brauche ein hölzernes Zahnrad, um die Weberei herzustellen, aus denen ich ja Ding kriege. Hier, Flachs. Oder Seile besser gesagt, ja, Seile herzustellen. Ah ne, war nur Laubholzbretter. Entschuldigung, mein Fehler. So, dann darf man sagen, hey, wieder 2 produzieren. Das Material muss halt irgendwo herholen, wa? Krass, ist wirklich immer nur 1, was sie da abliefern? Ich dachte, im Lager kann ich irgendwie mehrere kombinieren oder vielleicht sogar sagen, was ich gerne hätte. Das ist eine Praxis, wenn ich sagen könnte, hier bitte nur das und jenes Holz oder so. Aber ja, eben. Ist alles noch, ist nur eine Demo, in Anführungszeichen. Sollte ja auch, wie ich so gehört habe, das Spiel soll ja auch stetig mitwachsen. Deswegen am Anfang ja auch ein Early Access und es gab ja auch eine Alpha zum Spiel und so. Also ich habe schon das Gefühl, Entwickler sind da sehr bemüht, aber auch interessiert, dass das Spiel bei der Community gut ankommt. Macht irgendwo auch Sinn, ne? Ich meine, wieso soll es ein Spiel entwickeln, wenn nachher die Spieler sagen, ist nicht so meins. Dann hast du nichts davon, ne? Du willst es ja für die Spieler bauen, damit sie es auch spielen. Also kann man durchaus auch auf ihre Feedbacks Rücksicht nehmen. So, also ein bisschen Werkstein. Ja. Wir können eigentlich mal wieder ein bisschen Grenzsteine bauen. Eins hat er schon, ne? Tatsächlich, hier liegt es einfach. Jetzt kann man natürlich auch fragen, ist denn das so sinnvoll, wenn es Gebäude gibt, die automatisch etwas machen? Und andere, wo ich explizit sagen muss, hey, stellen wir jetzt dies und jenes her. Und ich habe hier eine Unendlichkeitszeichen, da könnte auch sagen, macht man es eben so lange, bis ich sage, hör auf. Ich muss ja trotzdem überall eigentlich sagen, mach dies, mach jenes. Also ich habe eigentlich überall die perfekte Kontrolle darüber. Oder kann auch sagen, mache gar nichts, wenn ich es halt deaktiviere. Und eben, ich habe das Prinzip hier mit what you get, what you see. Da hat schon was, das muss ich auch zugeben. Das ist... Das ist... Ja, eben ein bisschen mehr Kontrolle. Aber vor allem ein bisschen entspannter auch. Ich habe jetzt hier nicht das Gefühl, dass ich irgendwie unter Druck bin. Ich kann es wirklich ganz entspannt zocken und so wie ich das irgendwie auch mitbekommen habe, soll es auch nicht so sein, dass du irgendwie richtige Endlosspiele so hast, wie es bei Anno vielleicht typischer wäre. Sondern dass du halt ein Ziel hast, wenn das abgeschlossen ist, dann machst du halt was Neues. Sei es eine neue Map oder sei es sonst irgendwas in der Art. Ob es eine Kampagne gibt oder so, kein Plan, wir werden sehen. Wäre zwar irgendwie interessant, aber ob es wirklich das bräuchte? Ach hier, du kannst auch sagen, eine Robe oder eine silberversteckte Robe hätte ich gerne so und so viel und anderes Material, was ich halt, ja, sag jetzt mal, so immer wieder ein bisschen brauche, kann ich einfach nur aktivieren, deaktivieren. Da wird der Unterschied interessant sein zu sehen. Dass es wirklich Sinn macht zu sagen, okay, eine Robe kann ich einstellen, wie viel ich gerne davon hätte. Und bei anderen Items sage ich einfach, ich hätte gerne was oder ich hätte gerne nichts davon. Seil aber gab es sowieso keine. Ich weiß gar nicht, wo man die überhaupt anzeigt. Ach, hier? So. Keine Darbeiten, Personal unvollständig. Das ist nicht gut. Ein Weber. Aber gar kein Weber? Herr Weber, bitte kommen Sie.